Was genau unterscheidet eigentlich eine Gewinnerin oder ein Gewinner von einer Verliererin oder einem Verlierer? Sind es Auszeichnungen, Trophäen und der Saldo auf dem Bankkonto? Oder kommt es doch viel mehr darauf an, ob man sich auch von Rückschlägen nicht entmutigen lässt und immer wieder neue Motivation und Hoffnung kann schöpfen und aus Fehlern lernt? Was wahres Glück, Zufriedenheit und Erfolg sind, sieht bekanntlich ja jede und jeder ein bisschen anders. Ob der Protagonist von der folgenden Geschichte ein stolzer Gewinner oder doch eher ein bemitleidenswerter Verlierer ist, kannst du in den folgenden Tagen gerade selber für dich beantworten. Begleite den Tommy in seine Lieblingsbeiz und bist dabei, wenn er die letzten paar Jahre nochmal Revue passieren lässt und versucht, Bilanz zu ziehen. Viel Spass beim ersten Teil der Geschichte «Der Goalie». Jetzt war es also so weit gewesen. Beide Zeiger von der Uhr haben übereinander aufs 12 gezeigt. Der November vorbei, der Dezember jetzt da. Für den Tommy, Spitzname Sixpack, wäre das eigentlich nichts Spezielles gewesen, würde um diese Zeit nicht beides zumachen. Sein Spitzname ist ein Überbleibsel von seiner Sportkarriere. Sixpack hat sich zu dieser Zeit auf seinen Körperbau bezogen. Auch nach seiner Karriere hat der Spitzname noch wunderbar zum Tommy gepasst. Zwar nicht mehr wegen dem Körperbau, sondern viel eher wegen der Anzahl Bier, wo er sich seit einem Zeitchen auch wochentags am Abend reingepfiffen hat. Die definierten Bauchmuskeln sind an einem Wohlstandsränzli gewichen. Hockey-Goalie war er, aber 2,5 Jahre ist es seit seinem letzten Spiel her. Nachdem ist er mit Sack und Pack weggezogen, weit weg von allem. Aber jetzt ist er seit ein paar Tagen zurück in seinem Heimatdorf. Weil er seit seiner Profikarriere finanziell ausgesorgt hat, ist der Druck bei der Suche nach einem Job bisher nie wirklich herum gewesen. Eins muss man am Tommy lassen, auch wenn er immer wieder mal dekadent gefeiert hat, einen grossen Teil von seinem Lohn hat er gar nicht mal so schlecht angelegt. Aus dem Augenwinkel sieht der Tommy, wie der Barkeeper schon die ersten Stühle auf den Tisch stellt. Aber das viele Bier hat den Tommy schläfrig gemacht. Und so kommt's, dass er mit dem Kopf auf seinen Ellbogen wegdöst und sich im Traum seine Karriere nochmal wie ein Film vor ihm abspielt. Schon früh in seiner Karriere hat sich das Potenzial vom Tommy gezeigt. Als 19-jährige Nachwuchshoffnung hat er seinen Jugendclub Rappi im ersten Profijahr direkt im Playoff-Final von der obersten Spielklasse gehext. Und wenn er das im Jahr darauf mit seinem Team gerade nochmal geschafft hat und erst im 7. und entscheidenden Spiel den Meistertitel haarscharf verpasst hat, sind Telefonleitungen auf Nordamerika heiß gelaufen. Nach vielen Gesprächen über grosse Summen Geld hat der Tommy dann schlussendlich bei Las Vegas unterschrieben. Die Tür zu der besten Liga der Welt, der NHL, ist ganz weit offen gestanden. Die Chance, die er bekommen hat, die hat er dann auch gepackt und hat abgeliefert. In den ersten 5 Matches für das Team aus der Wüste haben 5 Siege resultiert. Und das bei 2 Shutouts, also Spiel ohne Gegengol. Auch der Rest der ersten Saison hat sowohl der Tommy wie auch Vegas als Team über den Erwartungen gespielt. So hat es einen langen Playoff-Run gegeben. Erst im Halbfinale und wieder im Spiel 7 war Endstation. Die Leistungen haben dazu geführt, dass der Tommy auch bei den NHL Awards abgeräumt hat und sowohl Trophäen für den besten Rookie als auch für den besten Goalie der Saison abgestaubt hat. Mit dem zunehmenden Rampenlicht sind auch immer mehr Party-Einladungen reingeflattert. Und in der Sündenstadt hat es an Partys definitiv nicht gefehlt. Wo am Tommy seine Leistungen plötzlich nicht mehr so überragend waren, sind Partys für ihn plötzlich zum Bumerang geworden. Videos von durchzechten Nächten mit ordentlich einem im Tee und diversen Frauen am Hals haben in den sozialen Medien die Runde gemacht. Fehlende Professionalität hat es plötzlich geheissen.
Die einen haben ihn auch als Nick Kyrgios vom Hockey bezeichnet. Auch in Interviews hat er ungern ein Blatt vors Maul genommen. Immer häufiger hat er dann die Match auch von der Bank oder sogar von der Tribüne müssen verfolgen. Ist er dann mal wieder zum Einsatz gekommen, hat er immer öfter müssen hinter sich greifen, um die Pucks aus dem Netz zu fischen. Die Lockerheit ist ihm abhanden gekommen und das Selbstvertrauen hat sich in Richtung Keller bewegt. Und ein Goalie ohne Selbstvertrauen ist etwa so wie ein Raclette-Öffeli ohne Käse im Kühlschrank. Unbrauchbar. So hat das auch der Sportchef in Vegas gesehen und hat den Tommy in einer Nacht- und Nebelaktion in höheren Norden auf Calgary aufgetradet. Calgary hat dem Tommy seiner Karriere einen neuen Schwung gegeben. Er hat wieder regelmäßig gespielt und seine Mannschaft hat seit langem wieder mal Playoffs erreicht. Besonders geil an der ganzen Sache: in den Playoffs hat er mit seinem neuen Team ausgerechnet Vegas rausgerührt. In den Medien hat es plötzlich geheißen, Vegas hätte einen riesen Fehler gemacht. Niemals hätten sie den Tommy wegtraden. Das hätte sich jetzt gerecht. Der Tommy ist mit Calgary bis im Finale gekommen und hat den Stanley Cup nur hauchdünn verpasst. Die überragende Saison hat dem Tommy eine äusserst lukrative Vertragsverlängerung eingebracht. 7 Millionen pro Jahr. Und das bis er 30 ist. Und mit 30 könnte er sich ja dann zur Ruhe setzen, hat sich der Tommy gedacht, als er den Kugelschreiber vorgenommen hat und seine Unterschrift auf den Vertrag gekritzelt hat. Bis dahin hat er aber nochmal alles geben und einen Titel mit seinem Team gewinnen. Am besten gab mehrere. Und dann als Champion zurück in die Schweiz und das Leben geniessen. Aber das Leben haltet sich halt eben selten an die Drehbücher, die man selber für sich ausdenkt. Der Tommy hat in den nächsten Saisons immer wieder mal geniale Matches gezeigt. Mit Calgary ist er jedes Jahr in die Playoffs gekommen, aber meistens ist in der ersten, spätestens aber in der zweiten Runde Endstation gewesen. Der Vertrag ist zu Ende gegangen und mit 30 hat der Tommy soweit zwar eine solide Karriere gehabt, aber mit einem Team hat er bisher noch nie einen Titel gewonnen. Nach über 10 Jahren in der NHL hat der Tommy das erste Mal so etwas wie Heimweh gehabt. Aber er hat auch das erste Mal gemerkt, dass er älter wird und nicht mehr lange die Chance hat, den ultimativen Traum vom Stanley Cup zu verwirklichen. Einmal probiere ich es noch, hat er sich gesagt. Eine Saison ganz ohne Eskapaden und nur mit einem Ziel: gewinnen. In der Liga ist der Tommy immer noch als guter Goalie angeschaut worden. Viele haben aber geglaubt, dass seine beste Zeit durch ist. Man hat davon geredet, dass man ihm nur noch einen sogenannten Show-Me-Vertrag gibt. Also einen Vertrag zum zeigen, was noch in einem steckt. Kurze Laufzeit, kein riesen Lohn, aber eben gleich nochmal eine Chance. In dieser Zeit haben die New York Rangers ein Team beieinander gehabt, wo eigentlich alles rum war für einen Titel. Dumm nur, ihr Stammgoalie musste operiert werden und würde die ganze Saison verpassen. Dumm für New York, gut für den Tommy. Der Tommy hat im Big Apple einen Einjahresvertrag unterschrieben und ist für diese Saison das Nummer 1 zwischen den Pfosten gewesen. New York ist locker in die Playoffs gekommen und der Tommy hat die wohl professionellste Saison von seiner Karriere gespielt gehabt. Er hat zwar das Leben in New York genossen, aber eher bei Spaziergängen im Central Park als bei Bartouren durchs Village. Er hat trainiert wie ein Weltmeister und das hat sich auch in den Match ausgezahlt. Im Madison Square Garden zu spielen, hat ihn offensichtlich zusätzlich beflügelt. Das erste Mal in seiner Karriere hat er sich wie ein absoluter Profi gefühlt und nicht nur wie ein ewiges Talent mit Bad Boy Image. Auch die Fans haben ihn geliebt. Das hat sich auch in den Playoffs nicht geändert. Sieg an Sieg haben er und die Rangers aneinandergereiht. In der ersten Runde hat man mit dem Erzrival aus New Jersey kurzen Prozess gemacht. In der zweiten Runde hat Pittsburgh daran glauben. Im Halbfinale ist dann bei Toronto eine schwierigere Aufgabe gekommen. Aber auch diese Herausforderung hat der Tommy und sein Team gepackt. Im Finale gegen Los Angeles war es dann eins hin und her mit Gewinnen und Verlieren. Was dazu geführt hat, dass der Tommy einmal mehr im alles entscheidenden Spiel 7 gestanden ist.
Und, was meinst du? Gewinnt er echt endlich seinen lang ersehnten Titel oder geht er einmal mehr leer aus? Find's morgen raus beim zweiten Teil der Geschichte.